wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten. Nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol-Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Wayland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Marshall auf der Sevastopol-Station. Haben ernstes Problem. Hallo Marshall? Marshall? Torrens hier. Bitte um Wiederholung. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der 3. Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley, die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff, die Anisidora, hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zur Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrens macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden.
Und somit grüß dich zurück zu Alien Isolation. Wie du siehst, wir sind am PC unterwegs. Diese Episode wird jetzt mal ein bisschen so zum Eingewöhnen etc. Und ich werde dann nebenbei noch ein bisschen was erklären, warum und wieso ich mich jetzt dafür entschieden habe. Eigentlich hätte an dieser Stelle Elden Ring folgen sollen. Das habe ich jetzt aber mal für eine Zeit lang verworfen, weil Elden Ring ein überdimensioniertes Open-World-Spiel ist. Und ich kenne mich, wenn ich mit einem Open-World-Spiel anfange, wir damit nicht fertig. Alien Isolation ist mittlerweile 8 Jahre alt. Wie du siehst, am PC, ja, es läuft recht flüssig, ja, gefällt mir. Verlaine. Ripley, anmelden. Erreichen Sie die Torrents. Okay. Wie du siehst, hübsches Beinchen, unsere kleine Amanda, die Tochter von Alan Ripley. Wenn du das Spiel nicht kennst, es spielt 15 Jahre nach den Ereignissen aus dem ersten Teil von Alien. Und dieses Spiel habe ich erst zweimal oder einmal gespielt, damals noch auf der Xbox 360. Habe sogar noch die Edition da um und um liegen. Was unterscheidet dieses Spiel von anderen? Du hast kein Level-System, du hast keinen Kompass und du hast einen ziemlich harten Brocken an Gegner. Klar. Gut, schauen wir, dass wir zu Torrents kommen. Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen durch mit unserer Amanda, die ihre Mama noch immer sucht. Ah, herrlich. So, frisch geduscht. Wie du siehst, anziehen bitte. Spiel. Ziel abgeschlossen. Ziehen Sie sich an. Benutzen. Verlaine, Connor, Samuels, Taylor und Ripley. Na gut. An Registrierungspunkten können Sie manuell speichern. Sie werden vor Feinden in der Nähe gewarnt. Spiel speichern. Gespeichert werden kann nur an solchen Stationen. Und der Rest, ja. Es wird ungefähr, naja, man muss, wenn man es jetzt relativ zackig durchspült, sollte man in 15 Stunden durch sein. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich brauchen werde. Ich habe mich damals schon relativ... Ja, ich sage mal, es hat mich damals schon geärgert. Knapp verpasst. Verlaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier. Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen, seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ja ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Dogs vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen zu Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Weyland Yutani ordentlich. Viel Glück jedenfalls, wenn man sie nicht schlagen kann. Was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Nein. Q. Auf Q. Die Tastenbelegung muss ja ein bisschen klar kommen, dauert jetzt ein bisschen. Dafür auch diese erste Episode. Ja. Also wie gesagt, du hast keinen Kompass, du musst dir wirklich alles selbst erarbeiten. Du hast kein Level-System.
Wir werden viel schleichen. Und ich werde die Arschbacken zusammengekniffen haben, dass du damit Zigarren schneiden kannst. Hübsch. Hübsch. Nebenbei, das kriegst du alles noch gar nicht mit. Erst dann, wenn ich es veröffentliche auf YouTube. Ich arbeite gerade an einigen Projekten. Ich bin gerade am Durchtesten, ob das alles so funktioniert, wie man das vorstellt. Und den Rest siehst du dann, wenn es soweit ist. Jetzt schauen wir uns da noch ein bisschen um. Oh. Ja, hallo Mizi. Schauen wir da mal ein bisschen. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland-Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurz schließen. Sprechen Sie mit Taylor. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir das Ziel gehabt haben, aber egal. Was ist da hinten? Ein weiteres Terminal. Schauen wir uns das einmal an. Weil jetzt haben wir noch Zeit. Später dann wird es ziemlich unbequem. Warte mal kurz, das muss ich da... Ah, das ist so. Warte mal kurz. Da ist das Mikrokabel am An N. Taylor, Nostromo-Vorfall. Weyland-Yutani, DS, bla bla bla. Hey Taylor, ich habe Ihren Antrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Dateien auszugraben und der Vorfall war vor meiner Zeit bei der Firma. Bei den Details bin ich mir nicht sicher. Im Jahre 2122 ging der Frachter USCSS Nostromo von Weyland-Yutani verloren. Keine Spur von Fracht oder Besatzung. Mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers hatten alle 7 Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. Dallas, Ash, Kane, Ripley, Lambert, Parker und Brad. Weyland-Yutani hat dadurch eine Stange Geld verloren. Es gilt als Schandfleck in der Firmengeschichte. Ich habe den Eindruck, Sie haben es nicht gern, wenn man davon spricht. Ich versuche, die Dateien später zu finden und ein paar Punkte zu klären. Wenn Sie wollen, kann ich sie mit Ihnen zusammen durchgehen. Vielleicht färbt etwas von Ihrem Glück auf mich ab. Wie ich höre, haben die hohen Tiere Großes mit Ihnen vor. Muss ich nur schauen. Ah, so funktioniert das auch gut. Es ist halt ein bisschen, also ich muss mir da jetzt ein bisschen durchfuchsen mit dem PC, weil ich offen und ehrlich gesagt nicht weiß, ja, keine Ahnung, wie das dort gehen soll. Ah, auf Q. Ah, okay, jetzt haben wir es. Passagierliste der Torrance. Name Torrance, Verlaine, Besitzer, Verlaine, bla bla bla. Hin- und Rücktransport des Weyland-Yutani Bergungsteams zur Sevastopol-Station. Das Team besteht aus 3 Mitarbeitern von Weyland-Yutani: Samuels, Ripley, Taylor. Passagiere, Samuel, bla bla, Besatzungsmitglieder 2, interstellare Kommunikationsantenne, Fernstreckenhyperschlafkammer, Abschlepper zur gewerblichen Frachtschiff umgerüstet, verfügt über eine intakte Schlepperbrücke. Okay, jetzt haben wir das auch hinter uns. Kurzen Blick. Erkunden Sie das Schiff, bevor Sie auf Sevastopol ankommen. Okay. Ich habe jetzt da gerade irgendwo etwas gesehen, was meine Aufmerksamkeit erweckt hat. Und zwar
Ah, das ist das Terminal. Die Brücke. Müssen wir uns jetzt so noch dran. Ich glaube, da müssen wir da oben. Genau. Sprechen Sie mit Samuels. Das machen wir jetzt. Ja, jetzt ist das Spür noch relativ ruhig. Mein Blutdruck ist normal. Ich stehe nicht vom Herzinfarkt. Das kommt alles später. So, da. Da müsste jetzt das Samuels sein, ne? Genau. Ich muss sagen, es läuft sehr flüssig. Und vor allem, ich hab jetzt momentan, du wirst jetzt lachen, nach all diesen Open-World-Spielen habe ich jetzt endlich einmal Bock auf so ein bisschen Schlauchlevel, auf so ein auf ein Korridorspiel mit ein paar Abzweigungen hin und her. Momentan, ja, es ist momentan echt erfrischend wieder einmal. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Sie scheint nervös. Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. Ziel abgeschlossen. Jetzt schauen wir uns da noch ein bisschen um. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sevastopol. Jetzt sind wir dran. Begeben Sie sich für die Einsatzbesprechung zur Brücke. Jetzt noch nicht, jetzt haben wir uns da ein bisschen was durchschauen. Anschauen. Laser Radiation, okay, passt. So, keine Ahnung, was da steht, aber ist jetzt wurscht. Okay. Amanda, du süße Nudel. Dann begeben wir uns in Richtung Brücke. Das heißt, wir gehen jetzt da entlang, dann die nächste rechts, gerade runter und dann links. Ja. An eins kann ich mich noch erinnern. Es ist früher, oder wie das Spiel rausgekommen ist, über das Spiel gesagt worden, man hat ziemlich viel Backtracking. Kann ich so aus meinen Erinnerungen nicht sagen. Man kommt zwar immer wieder an Orte zurück, die man schon gesehen hat, nur haben sie die Orte verändert. Aber das wirst du dann alles im Laufe des Spiels noch sehen. Und ich werde so einen riesen Kackhaufen setzen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Sammeln Sie Ihr Einsatzdokument ein. Na bitte, jetzt haben wir Bürokratie gefangen. Erwacht. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten. Nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer.
Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760, rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere Für Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wait, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Haben ernstes Problem. Hallo, Marshall? Marshall? Torrens hier. Bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Scheiße. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Was ist dir passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut, Taylor. Einfach weiter. Taylor, Ripley, Moment! Samuels! Taylor, irgendwer, antworten Sie! So, da. Auf der Sevastopol. Da müssen wir entlang. Suchen Sie Hilfe. Umziehen. Na gut. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, die erste halbe, dreiviertel Stunde ist etwas ruhiger. So als kleines Tutorial, damit du mal ein bisschen siehst, um was geht. Hier werden wir speichern. An Registrierungspunkten können Sie manuell speichern. Sie werden gewarnt, wenn Feinde in der Nähe sind. Sprengkapsel. Ja, und hier beginnt dann in Episode 2 der große Albtraum. Und ich freue mich drauf, wie ich dieses Spiel... Es zählt übrigens zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Aber leider habe ich es in den letzten 8 Jahren irgendwie aus den Augen verloren. Wurscht. Wir werden dort speichern. So. Und das nächste Mal sehen wir uns genau an der Stelle wieder. Baba dabei.